Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlife DC heute zugeschlagen. Ja, hier für dich mal letzte Film aus dem DCU Aquaman 2 The Lost Kingdom lebt am Kino an. Was du raus hast, ja, da erzählen ich noch heute bei Filmlife. Der Black Manta ass nach immer seg Wonnen Lecke mam lächte Kampf vum Aquaman. He leis awer dofir net Labber, ja hin ass op Rache aus an hi will die och kräen. Du wennt finden dann den Dark Trident an mat dem willen dann den Aquaman zu Streck bringen. Tja, me dat ass Avalon leider net so einfach, weil die Black Trident die verbirgt natürlich noch so dat ein oder andere Mysterium, wo da so den ein oder den anderen hochgemacht drin ist. Was dann do alles bei rauskommt, an was für Herausforderungen den Aquaman sich stellen muss, das sieht er dann am Kino. Ob der lo gelebt oder nicht, mir genau so simpel und plump als die Geschichte tatsächlich am Film auch. Da werde ich lo gedacht und frag, wie plump kann ich eine Geschichte erzählen? Ja, mir so asse leider, so ass wirklich, oh, Dave-Gang, null, absolut null Dave-Gang. Das heißt, wir haben heute klassischen Antagonist gegen Protagonisten, Antagonist, das super Baser Welt, weil dann Chaos stürzen. An also Protagonist sagt, nee, das können wir nicht machen, du kämpfen wir doch dagegen, dann du in der Höhle Mappes. Und ja, das war es. Das ist die ganze Geschichte. Tja, das heißt, das bringt uns ja schon mal nicht dazu, für den Film gucken zu wollen. Vielleicht das ja was Zusammenspiel mit den Charakteren 4D. Leider auch nicht. Die Charaktere sind absolut austauschbar, aber vernachlässigbar. Sogar Nicole Kidman als wenn du nicht dabei gewesen wird halt nicht dabei gewesen. Dann wird auch nicht viel schlimmer gewesen. Also, do, egal was für eine Starbesetzung man eventuell haben, die rappen halt nicht raus. Das ist nicht Schuld von den Schauspielern, das ist einfach, wird einfach nichts zu erzählen. Aber witzigerweise, jeder an dem Film hält die Story super echt. Jeder ist, wow, krass, schlimm, du musst mal ein bisschen erholen. Das kann nicht so gehen, was Black Manta nicht mehr mischt, um Gottes Willen. Und den Jason Momoa als Aquaman, also sein Charakter, für den ist das alles ein Witz. Bei dem könnt plumpe Witz noch anderen, schlechte Gag-Getei rausgehauen. Permanent zählten, boah, ich ging zwar lieber ein Bier trinken gehen, wie man dem Misere haben zu den. Und damit wirkt ein Aquaman wie ein Fremdkörper an seinem eigenen Film. Für jeden ist das mega seriös, aber für ihn ist das ganz ein Witz. Und das passt einfach nicht. Ich fand, du musst ihn sich ja schon ein bisschen seine Spur raussichern. Wenn ihn einen Deadpool-Verschnitt will man, ja, dann muss er Vollgas Quatsch machen. Aber wenn ihn echt will durchstellen und dann so einen Deadpool-Charakter, also entre guillemets Deadpool-Charakter durchsetzt, ja, da passt das nicht. Dann nervt das einfach schüss. Somit sind Charakteren austauschbar, Geschichte ist austauschbar. Gut, die Optik, die möchte noch etwas hier. Das schon. Der Film sieht schon top aus. Das muss ich wirklich so am CGI hun sie ein Gas gehen. Das ist recht impressionant. Mir auch extrem überfüllt, also extrem vollgelöden. Also das ist ein Spektakel, das knuppt da unter dem Toren, da unter dem Backen. Unwahrscheinlich. Und du verlierst den Heinz du ein bisschen so den Punkt, wo ihr seht, wo ihr eine Szene genießen kann, sagen wir mal so. Das ist einfach, das ist von allem einfach zu viel, den Moment. Da kommt man noch zu dem großen Punkt, weil das Jolo die letzten DCU-Film ist. Das heißt, wir kriegen keinen Aquaman mehr, wir kriegen keinen Flash mehr, wir kriegen keinen Superman mehr, wir kriegen nichts mehr. DCU ist fertig. Ich weiß nicht, was sie noch für machen, aber das ursprüngliche Gesamtkonstrukt, wie sie wie Marvel eben wollten aufbauen, das ist durch. Und dummer das alles, was heute geschieht, ist einfach egal. Das heißt, egal wie dramatisch die Situation sie macht, das ist einfach egal, wenn wir wissen, ja, geht sowieso nicht weiter verzehrt. Das heißt, ob wann ein Charakter irgendwie so sterben oder was auch immer so passieren, egal, ganz egal, weil es geht ja nicht für uns. Und das ist, ja, wenn die Geschichte schon nicht abtrappen kann, dann so etwas, dann ist das schwierig. Ein Joker, den ihr dann krut, das hat ja nicht beim DCU zu tun, aber trotzdem ein Joker, der für sich stung, hat ja einfach eine sehr gute Geschichte zu erzählen. Wenn der nicht weiter erzählt gehen, da wäre das auch gut gewesen. Aber das, wenn den Geschichte null ist, den Charakteren null sehen, und die Geschichte noch keine Relevanz hat, dann ist der Film echt egal. Dann kann den Film just noch mit seiner Optik abtrumpfen, und dann kann trotzdem auch noch dafür, dass man von Szene zu Szene sprangen und irgendwie keinen richtigen Zusammenhang von der Welt irgendwie begreifen.
alles als irgendwie rusht so lernst ihn an nicht was du passiert an das ultra langweilig also von mir do weint dafür Aquaman zum Schluss von diesem Jahr also zum Schluss vom Jahr braucht ich für den Film nicht an die Kino zu setzen also du gehen nicht bessere Sachen die ich könnt gucken weil das du also das war wirklich absolute Reinfall an dazu geht es dann auch nicht mehr zu so erzählt mal gerne an die Kommentare wie ihr Film da gefallen wird weil dir davon erhält was eure Lieblings DCU Film ist könnt ihr auch gerne verraten. Da ging es so und da war da doch schon mal diese Episode und dann wünschen ich euch noch ganz viel Spaß am Kino macht wahrscheinlich andere Filme aber wahrscheinlich nicht Aquaman. Gut, an dem Sinn tschüss bis zur nächsten Mal.